Ich darf ein Lied spielen, wenn es euch recht ist. Wenn nicht, dann auch. Das heißt Meng, Meng, Meng. Das ist bohrisch mögen, mögen, mögen. Ich erkläre es deswegen nicht, dass einer meint Meng, Meng, Meng. Das klingt ja schon direkt ein wenig chinesisch. Jetzt habe ich es gegoogelt. Es ist chinesisch. Meng im Chinesischen ist der Traum. Und es gibt auch Regionen in Bayern, da sagt man nicht Meng, sondern Ming. Klingt auch chinesisch. Habe ich selbstverständlich auch gegoogelt, ist auch chinesisch und heißt hell. Und jetzt, wenn jemand da ist, der sagt, Mensch, Weierer, ich bin mit dem Chinesischen sprachlich nicht ganz so vertraut. Ich tue mir mit dem Hochdeutschen schon relativ hart. Ja. Was tue ich denn, wenn ich angenommen mal aus Versehen in das falsche Flugzeug einsteige und zufällig in China lande? Ich muss mich doch zumindest ansatzweise rudimentär verständigen können. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, folgt jetzt der kleine Chinesisch-Sprachkurs. Ich behaupte nämlich, dass mit meinen zwei Begriffen Ming und Meng jeder Durchschnittsbayer mindestens 3 Tage durchkommt in China. Ming, hell, Meng, der Traum. Ming, Meng, hell, Traum. Frei übersetzt, ein helles wäre ein Traum. Und das langt doch für 3 Tage. Das langt doch. Ja. Das kann doch. Nein.